Grillzöpfli, ein Stück vom Grill, sehr einfach in der Zubereitung, günstig zu machen, weil Schwinshals und wie das funktioniert und immer cool aussieht, das zeigen wir dir jetzt. Wir nehmen hier dafür. Du hast es mir in die Hand gedrückt, ich halte da und beobachte. Wir brauchen einen Pinsel nachher, sehen nachher warum. Dann brauchen wir einen Schwinshals, am liebsten den ganzen oder sonst mindestens einen halben. Ich sehe gerade warum. Wir brauchen Speck, wir brauchen Marinade und wir brauchen kleine Holzstückchen, genannt Zahnstocher. Voilà. Also, bitteschön ein grosses Brett. Im Normalfall geht man immer mit den Fassern, das heisst so. Und da machen wir es jetzt einmal genau umgekehrt. Ihr seht nachher gerade warum. Wir schneiden quer zur Fassern. Jeder Metzger wird jetzt brüllen daheim. Lieber Metzger, warte schnell, es kommt gut. Jetzt gehen wir ran und schneiden hier einfach eine Tranche weg. Und jetzt ganz wichtig, bevor wir anfangen umzusäbeln, lassen wir bis gut den oberen Teil sein. Ist gut? So viel? Ja, etwa so. Etwa so. Etwa 3 Finger. Nehmen wir 3. Okay. Etwa 3 Finger. Also 3 Finger von mir, sie sind schmal, vielleicht so 2 Finger von jemand anderem. Und wenn wir schon vom Finger haben, machen wir das so. Wenn es dir gefällt, gleich da unten. Ob es dir gefällt, dass heute dran ist. Und ob du das auch alles super nachkochen kannst. Das ist das Ziel dieser Videos. Ich schneide jetzt den trotzdem noch ganz durch, nicht verschrecken. Aber da mit den 3 Fingern tust du ein bisschen gut merken. Behalte mal 3 Finger. Ich weiß auch selber nicht warum. Behalte 3. Okay? Also wir gehen jetzt hin und schneiden da einfach mal ein Stück ab. Und ihr merkt, ich muss ein bisschen mehr drücken. Ja, es ist eben der falsche Weg. Es ist gegen den falschen Weg. Aber es kommt nachher fantastisch. Also, wir haben bereits das erste. Dann machen wir das zweite, machen wir wieder. Sieht fast wie ein grosser Speck aus. Eine Schicht etwa, ich würde sagen, was ist das, ein Santi? Ja, etwa ein Santi. Wieder so 1,5 Finger? 1,5 Finger von der Patricia. Jetzt sind auch dickere Finger. Sag mal so, ein dicker Finger ist 1 Finger. Und noch dünnere Finger sind 3. So. Jeder soll so essen, wie seine Finger sind. Man schneidet einen Finger. Wenn man einen schmalen Finger hat, heisst man ist schmal. Und wenn man breite Finger hat, ein Finger breit. Schau jetzt so wie da. Das ist relativ mühsam zum Abschneiden. Aber es geht auch. Liebe Metzger da draussen, bist du gut, schick mir keine E-Mail. Ich weiss, machen wir nicht. Aber du siehst nachher gerade, um was es geht. Aber gib da eine Bemerkung unter, dann wissen wir, dass du schaust. Ja. Sag mal, Stedi, nächstes Mal komme ich vorbei, komme ich schneiden. Wäre auch etwas, hä? Wir haben tatsächlich, ich habe ein Feedback von einer Metzgerin aus Bern. Ich sage jetzt den Namen nicht. Sie hat gemeint, Stedi, jetzt fängst du an Bratwürste zu verkaufen. Dann sage ich, nein, ich kann nur zeigen, dass wir Bratwürste machen. Ich habe ihr dann gesagt, sie soll mir doch ihre Bratwürste zuschicken. Das hat sie leider nicht gemacht. Darum reden wir nur von der Metzgerin in Bern. So. Hat sie sicher gesehen, dass ich Bratwurst angeschnitten habe im Rezept? Das war genau das Thema, das geht gar nicht. Also Bratwürste nie anschneiden. Und jetzt das letzte Stück. Aber der hat schön die Soße aufgenommen. Ja, ist fein gewesen. Bratwurst ist übrigens ein anderes Rezept auf diesem Kanal. Könnt ihr schauen. Genau, Bratwurst und Zwiebelsauce. Schau jetzt da, mega fein. Wird es ein bisschen heiß, zum hören schnarren, mehr konzentrieren. Ja. Dass wir da auch noch Zöpfchen anbringen. Kannst du nicht? Hoppala. Also kannst du nicht gleichzeitig schneiden und schnurren? Ja, nicht ohne so die gut. Kuchen kaputt zu machen. Also, gut. Und jetzt haben wir ja da, also es gibt sicher mal 5 ganz schöne Zöpfchen. Ich weiß gar nicht mehr, wie es war vorher. So. Machen wir das so. Voilà. Konzentrieren wir uns aufs Fleisch. Ja. Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt möchten wir Zöpfchen machen. Für Zöpfchen brauchen wir 3 Ärmel. Haben wir wieder das 3? Je nachdem, man kann auch Zöpfchen mit mehr Ärmeln machen. Ja, aber für einfache 3 lange. Ja. Jetzt hier oben nehmen wir 4 Finger, ungefähr 3 oder 4. Nehmen wir 3. Jetzt haben wir das mit dem 3, 4 Genau, Finger. 3, behalte 3. Und jetzt schneiden wir da einfach nochmal drin. Okay. So, das ist das erste Ärmel. Und da. Und alle fragen sich jetzt, ja, aber das muss genau gleich groß sein und überhaupt. Nein, überhaupt nicht. Es geht ums Grillen. Am Schluss rühren wir es sowieso auf den Grill. Und ihr werdet sehen, das sieht fantastisch aus. Und schmeckt es auch? Auf Geschmack reden wir später. Du wirst begeistert sein. So, ihr mögt mir verzeihen. Ja, das ist relativ einfach. Und dann habt ihr am Schluss so etwas ausgesehen wie ein Tintenfisch. Einfach mit 3 Ärmeln. Sieht nicht so sympathisch aus, aber macht fein. Das Gleiche machen wir mit dem nächsten. Wir gehen hin und schauen, dass wir hier 3 Ärmel reinbringen. Tintenfisch für alle, die Meeresfrüchte nicht gerne haben. Genau. Perfekt. Pulpo für alle. So. Da tun wir jetzt auch noch mal reinsäbeln. Es ist ja cool, wenn man Fleisch so verarbeiten kann. Also ich liebe das. das. Pulpo 8 Ärmel hat.
Ja, aber 8, stell dir vor. So, das Und zweite. die Sepia-Zähne. Da haben wir dann eine gratis Biologiestunde über. Ja, da hat so etwas 2. erlebnismäßig gehabt. Ich muss jedes Mal daran denken. Sehr gut. Und So. was spannend ist, weil es hat so Fett durch, oder? Nachher im Zopf, dann ist dieses Fett überall, da gibt es sicher saftige Sachen am Schluss, Fantastisch. gell? Gesehen, Patricia studiert schon viel weiter, sie ist schon beim Essen. Wie man den Schweinshals so schneidet, ist das Fett nachher vertikal, auch in den Zöpfchen rein. Bringen ihr nicht trocken, keine Chance, egal wie heiß es der Grill ist, könnt ihr super einfach drauflegen und vergessen. Und am Schluss sagen, da habe ich noch da. Das eignet sich super zum Vorbereiten und vor allem nachher zum Bröteln ist es wirklich, ja, ich würde jetzt mal sagen, voll easy, aber das sehen wir später. Jetzt schneiden wir den da noch. Wäre auch eine Idee, wenn du jetzt vom Vorbereitet redest, dass wir quasi an einen Tag vorher mariniert, Kühlschrank lässt über Nacht Würde und ich dann am nächsten unbedingt Tag. empfehlen. Dann Da hast du wieder überall so. Faustregeln, über 400 Gramm am Abend vorher. So. Ja, so. das stimmt, das hast du schon mal in einem anderen Rezept gezeigt. Genau, aber so wie du sagst, ist es richtig. Ich schneide noch ein bisschen auf, weil sonst gibt es einen grossen Knopf da. Sind vorsichtig mit dem Messer. Vor allem eben, Vor wer allem, wenn nebendran Patricia ist. in der Nähe ist. So. Jetzt haben wir hier die Zöpfchen geschnitten. Dann machen wir hier weiter. Da habt ihr selber gesehen, der ist nicht so gut geworden. Aber am Schluss geht es ja darum, dass wir Ärmel bekommen. Wie wir ja nachher fertig machen. Grillzöpfchen, alles steady, cool. Haben mega Freude. Man kann auch Zopf machen in einen haben, der nicht ganz gerade ist. Das geht gut. Nachher kann Und du wirst es nachher sehen, man sieht es eigentlich nicht. So, da glaube ich. da noch ein bisschen schneiden. Schnipseln. Sehr gut. Zack. Ich bin jetzt gespannt, wo der Speck da durchkommt. Ich habe. Kennst du die Zopf? Du schneidest, ich weiß, du redest nicht so viel, wenn du schneidest. Du bist konzentriert bei Ich dem will jetzt da noch Stück. eins. Aber Es erzähl. gibt so Zöpfe, wo man so Zopf macht und dann macht man noch so ein Band, der farbige Ja. dazwischen, oder? Und da kann man jetzt, Speck wäre quasi diese farbige Band. Du bist korrekt, genau da geht's. Am Schluss, und ich sehe jetzt da selber, da habe ich jetzt Mühe, oder? Das ist das Eckstückchen, aber trotzdem, ich brauche einfach Zöpfchen. Ich probiere irgendwie so. Wichtig ist vielleicht nicht trennen, ne? Sonst Sind ist wir noch schön. da? Oh, das ist der interessante Tintenfisch jetzt. So, dann. Gut. So, jetzt wären wir eigentlich parat. Marinade brauchst Korrekt. oder du sagst mir, Jetzt welche machen wir- und ich gebe es Jetzt machen wir dir. da wie folgt. Ich Da würd- brauchst du nicht mehr. Entschuldigung. Richtig. Oder? Nein, da brauche ich nicht mehr. Ist nur um meine eigene Sicherheit. So jetzt. Also, Gut. Pinsel. Ich weiss, du schaffst gerne mit dem Pinsel. Aber du würde hast es jetzt- mir vorhin in die Hand gedrückt, dann vielleicht mal. ich würde jetzt hier Folgendes machen. Bevor wir marinieren, weil immer wenn wir marinieren, haben wir nachher Marinade an den Fingern. Darum tun wir zuerst zöpfeln. Das heisst, jetzt kannst du, warte, ich schiebe dich ein bisschen rüber, da wo ich vorher abgeräumt habe, nimmst du ein kleines Brettchen, dann kannst du mitspielen. So, warte mal, sonst nehme ich da wieder. Gut, Perfekt. Oh, guck mal. So, dann haben wir hier sicher ein kleines Brettchen parat. Sehr gut. Also da kommt nachher die fertigen Dinge, oder wie ist das? Nein, die fertigen Dinger machen wir nachher. Ich gebe dir mal einen Zopf. Gut, Also machen einen wir es so. fast fertigen Zopf. So. Immerhin gibst du mir den schönsten. Absolut. Das muss ein bisschen einfach sein für dich, weil du hast ja das noch nie gemacht. Dann nehmen wir noch... Ja, ich freue mich. Soll ich das schon mitnehmen? Nein. Kannst du, oder? Dann kann man nachher die fertigen gerade da drauf tun. Ja, aber dann sieht man es nicht mehr schön. Also, Oder? wir gehen hin und nehmen dann mal da unser Zöpfchen. Quasi. Also unser kleines Tintenfischchen. Dann nehmen wir ein Stück Speck. Also ich mache gleich so gespiegelt mit dir. Kannst du gerade mitmachen. Also, und ihr könnt daheim, wenn ihr es jetzt zum zweiten, dritten Mal schaut, auch mitmachen. Das heisst, wir nehmen ein Stückchen Speck und legen es an als vierten Arm. Also bis da vorne, also da die 3 Finger, die man gelassen hat, macht man auch drauf. Absolut. Überall. So. Sehe ich. Gut. Hm? Du machst auch eine über Und eine. dann würde ich jetzt... weil Ein Speck? Nein, sicher nicht. Schon 2, 3. So Speck ist Liebe. Ihr müsst keinen Speck rein tun, wenn ihr nicht wollt. Genau. Aber ich persönlich, ich liebe das. Also, und jetzt haben wir plötzlich 5 Ärmel. Seht ihr? Also ich habe 4 Speck dran schon da. So, ich auch. Tipptopp. Und jetzt tun wir quasi zöpfeln. Wir gehen mit dem einen in die Mitte. Dann Also gehen den wir- Speck lasse ich hier drauf in dem Genau, den Speck lasse ich einfach draußen, dann gehe ich mit dem nächsten in die Mitte. Weil am Schluss bringen wir das alles zusammen. Tun doch ein zusammen friemeln. Also, Entschuldigung, aber da kann ich nicht gut werden. Das Also Entschuldigung. Das wird fantastisch. Weißt du, du versprochen. suchst dir schon noch ein bisschen einfach. Weißt du, dann machst du die Rezepte, nachher ist es typisch Mann, gell? So. Brötel nachher und alle, mega fein, weil es logisch, da kannst du nicht Schaut, schlucken. jetzt können wir den hier ein bisschen zusammenstoßen. Und jetzt haben wir quasi ein Grillzöpfchen hier. Ja,
Und dann würde ich sagen, ich brauche hier einen Zahnstocher und hier einen Jetzt sehen Zahnstocher. wir, weil es schöner ist, aber nochmal, es geht um die inneren Werte und das ist der Geschmack am Schluss. Wenn deine jetzt schöner wäre, würde ich sagen, es geht um die Schönheit. Aber okay, du hast die, die jetzt schwieriger war. Das war auch der schwierigste gewesen, das stimmt. Darum habe ich gedacht, ich übernehme den. Nicht, dass du nachher weglaufst und brüllst oder so. Gut dann möglich, wenn ich den deswegen würde So. brüllen. Also, nehme ich hier eins von diesen. Oh, da haben wir ja noch schön. darf ich 2 machen? Ja, schon, gell? Absolut. Ich muss am Schluss zusammenheben und ich muss noch drüllen. Ah, Und dann das musst du auch noch Erste? können. Guck mal! Wunderschön. Also wie gesagt, ganz so Marinieren muss man aber noch. schön. Tun wir nachher. Gut. Jetzt machen wir zuerst Zöpfchen. Du musst immer alles schön nacheinander machen, sonst gibt es ein Durcheinander. Ui, der ist riesig. Genau. Das ist jetzt ein riesiger Tintenfisch. Weißt du, die so in die Tiefe des Meeres wohnen. Und damit ihr nachher nicht Angst habt, oh nein, dann gibt es pro Gast eins. Nein, überhaupt nicht. Die tut man nachher schön quer schneiden, dann wieder Das richtig. tun wir teilen. Ich stell dir mal vor. Das ist ein halber Schweinshals. So. Und dann tun wir wieder genau gleich umzöpfeln. Das heisst, wir lassen das draussen. Nimmst du auch 4 Tranchen so? Ich nehme Ist auch das- 4 Tranchen, immer Okay. gerade 2 nacheinander. Dann in die Mitte, Also da muss ich sagen, ich kenne noch viele Rezepte, aber da habe ich wirklich noch nie gesehen. Seht ihr? Das ist auch wirklich das älteste Rezept, das wir immer an diesen Grillkursen gemacht haben. Weil es ist ganz ein günstiger Wareneinsatz, sagt man Das ist ja. mega fein. Also es hat einen Schweinshals gibt es immer wieder in der Aktion, überall. Zum einen ist das cool, zum zweiten kann man nicht, bei einem Schweinshals könnt ihr nicht viel kaputt machen. Weil am Schluss hat er sowieso Fett und ist durchzogen. Und so packt er das eigentlich mit dem Speck wunderschön zusammen. Also wenn ich aber jetzt keinen Speck die hätte, Dann oder machst sagen du- wir vergessen, dann kann ich auch machen, weil Machst du so nicht? mit dem Fett so bleibt auch schön saftig. Das geht eigentlich genau darum. Das Fett, das wir haben im Schweinshals, Also der Speck hier stecke, das Fett stecke ich der hier noch. Speck ist einfach nur so optional. Weißt? Das ist so, Ja, es macht das, was gut ist, noch besser. Genau, das ist so der Ferrari unter den Schweinshalszöpfchen. Voilà. Jetzt seht ihr, meins sieht so aus, ihres sieht so aus. Ihr werdet es nachher nach dem Grillen sehen, sieht alle fein aus. So. So, Ah, der dann ist kürzer, dann nehme ich nur 2. haben wir noch eine Tranche. So, dali. Und jetzt würde ich sogar einen mache ich ohne Speck. Ah, Einen mache ich komplett ohne Speck. Und dann ist es ja auch einfach. Ich meine, ohne Speck ist einfach da immer in die Mitte, immer in die Mitte, immer in die Mitte, immer in die Mitte, immer in die Mitte. So. hast du jetzt nur gemacht, damit du ganz schnell fertig bist. Genau, gell? ich wollte dich einmal überholen. Ja, aber weißt jetzt So. check ich etwas. Ich hoffe, euch hilft das auch, allen Zuschauern und Zuschauerinnen, allen Brötler und Brötlerinnen, wie wir das sagen im Thurgau. Und alle Esserinnen und Esser. Und jetzt nehme ich die nochmal hier weg. Ich würde sogar sagen, wenn du nicht selber Brötler willst, aber das mal essen willst, teile einfach das Rezept. Sag nicht, teile, ey, wie wär's? Genau. Du kannst das Rezept natürlich sehr gerne jemandem weiterschicken, der gerne mal eine Einladung hätte. Kannst du auch deine Mami schicken. Mit einem lieben Gruß. Die Mami, dein Papi, Kollege, egal wer, und schicken und sagen, hey, hat dich bis jetzt immer eingeladen, wie wäre mal, wenn du dran wärst? Also nein, der ist mega herzig. Guck, der ist so klein Schnee. Den muss ich zeigen. Guck mal, wie Sag schön. Yeah. Genau. Ich bin begeistert von der Idee. Alle schön euch zusammenlegen. Da brauche ich jetzt nicht, Da oder? brauchen wir nicht mehr. Machen wir Platz. Jetzt bräuchten wir eigentlich nur ein bisschen Marinade. Und ich mache jetzt hier so ein bisschen Freestyle. Und welche nimmst du? Ich nehme 2 verschiedene. Ich nehme ein Metzger-Marinade. Ah, Das über einfach so alle drüber. 2 verschiedene. Ja, Gesponnen. gesponnen. Ist noch lustig, gell? So, oder? Ist der Regenbogen Das Dings? ist Ah Regenbogenfarbe. komm, machen wir noch einen. Willst du noch eine? Das ist schon gut. So, auf der Rückseite brauchen wir auch noch. Und jetzt denkt ihr, ja, Stedi, jetzt hast du dich selber geschissen. Tada! Jetzt gehen wir mit dem Pinsel an und dann einfach alles schön verstrichen. Da darf ich was dazu sagen. Es geht auch mit einem anderen Pinsel. Es muss keine Städtepinsel sein. Aber wenn du das schön kommentierst und vielleicht mal vorbeikommt zum Probieren, kannst du hier in der Laden auch noch den Städtepinsel Wir würden dir kaufen. sogar einen schenken, solange wir noch haben. Nur gültig, solange Da ich habe ich Vorrat. dass er das sagt. Ich kann nicht dürfen, aber jetzt. Schau mal. Fantastisch. Wunderschön. Soll ich den für dich doch drauf und dann kannst du auf der nächsten Seite Da wäre strichen, jetzt dann genau hast das du in Ziel, Händen. wenn das geht. Und sonst nehme ich es, ich zeige das, wie ich es mache. Wenn ich Okay. jetzt dich nicht hätte, das ist mega lieb. Aber bei der Marinade ist es so, nicht, dass ich sie nicht gerne anlange, aber nachher machst du immer Kleider und so, musst du mega aufpassen. Weil ja, es ist wirklich,
Wir haben Paprika drin in der Marinade und nicht irgendwie ein Aroma von Paprika. Also das richtige Paprika. Das heisst, da gibt es richtig Flecken, wenn du da falsch machst. Da sieht man auch die Farbe da bei dem Darum würde ich es Fleisch. so machen. Moment, jetzt heb du, weißt du, Also dann brauchst du mich doch. heben Sie den Pinsel bitte. Wenn man mich nicht hätte, könnte man hier ein Glas drauf tun und dann kann man da einfach drauf reinstecken. Das hast jetzt du gesagt. Ich nehme jetzt mein dickes Messer nochmal für da hinten. Messer kann man nicht zum Schneiden, aber natürlich auch. Moment, ich muss schnell abwaschen. Ich weiß wirklich nicht, was er vorhat. Ich würde das einfach so nehmen. Wir sind zu zweit, ich kann das nehmen. Ah, absolut. Es geht ja nur darum, es gibt auch Menschen, die nicht so gerne Fleisch anlangen, oder? Ich tue das jetzt da und tue das schnell Aber so essen schon. mit dem Messer kehren. Ja, aber rohes Fleisch ist immer so ein Thema. Das haben nicht alle gern in Dann der kann man Hand. Handschuhe anlegen. Kann man? Ich muss... Für mich ist jetzt da genau anders. Ich muss es spüren. Also ich muss wirklich sehen, was mache ich Willst da du hier drin? drauf auch Marinade? Absolut. Jetzt darfst du 2 Sorten aussuchen. Ich schaue gar nicht. Ich nehme einfach das ist Knoblauch. Hüp. Und dann nehme ich das ist Honig. Perfekt. Ich weiß schon nicht mehr, welchen du vorher hattest. Ja, Metzger und Cognac und ein bisschen Knoblauch oder so. Das ist super. Und jetzt mal zeigen, dass auch du das kannst einstreichen. Ich habe kein Problem, rohes Fleisch in die Hand zu nehmen, auch kein Problem mit der Marinade. Ich mache das jetzt schön elegant mit dem Pinsel, weil du das so gerne hast. Ja, das sieht Die auch schön Hai aus. würde ich aber so massieren. Okay. Ich wasche die Hände wirklich gern und viel und gut. Da kann jeder prüfen. Und ich mache es wirklich gerne. Ich finde, weißt, dann spüre ich viel mehr, dass überall Marinade hat. Aber der Pinsel ist so schön. Entschuldigung, ich muss da wiederholen, es kann nicht gut werden. Excuse. Ich gebe dir jetzt Ja. hier noch 2 Zöpfchen drauf. Dann seid ihr nachher gerade auch super mariniert. Nehme ich auch irgendetwas? Kannst Was habe du ich vorher? Ich habe vorher Knoblauch und Nimm da noch ein Honig. bisschen weg, Gell? weil die Marinade ist ja super teuer. So, schau mal. Ich würde sagen, es ist nicht Wow. teuer, aber es ist super wertvoll. Oh ja, richtig ausgedeutscht. Gell? Ich muss dir mal auch so die besten Begriffe in deiner Sprache sagen. Nein, es sind wirklich wertvolle Zutaten, so wie das Fleisch auch immer. Also, wow. Auch. Jetzt sieht man auch, jetzt sieht es natürlich nach einem Haufen mariniertem Fleisch aus, aber gegenüber vorher, Also es sieht nach viel mehr aus. Entschuldigung, wenn ich das sage. das sind kleine Kunstwerke. Richtig? Ah, ist so schön. Voilà, wir gehen auf den Grill. Ich komme mit. Ich nehme den Speck damit. Wir brauchen nicht, da können wir vielleicht noch ein paar Speck Kann man auf dem ein bisschen Grill. drauf So, tun? gell? Kommen wir mit? So, ich glaube, ich habe sie abgehängt. Da sind die feinen Grillzöpfchen, die wir gestern... Da kannst du einfach sagen, gell? Ich muss die Sachen noch holen. Also auf jeden Fall habe ich meinen Speck nicht verloren. Dann habe ich geguckt, da brauchst du sicher Zange. Perfekt, ich danke brauche schön. eine Zange und ich habe meinen Speck da. Ich kann müssen schnell die Hände putzen. Grillzöpfchen, Wow. ganz einfach. Und jetzt geht es ums Brötchen. Wie machen wir das am ringsten? Wir machen den Grill etwa bei 200, 250 Grad. Den müssen wir ein bisschen siehst du? aufheizen. Ich kontrolliere. Sehr gut. Und jetzt gibt es einen kurzen Moment so einen Hitzewall. Und nachher tun wir die Grillzöpfe einfach wirklich schön Soll näher ich ans für dich Feuer. näher so heben? Das würde helfen. Zeig, Warte die sind schön gross geworden. Nicht, dass du mich wolltest mich wieder abhängen so auf dem Weg, aber Willst du dabei sein, wenn sie fertig werden, gell? das auf So, jeden Dani. Fall. Wow. Die schwimmen in der Marinade. Ja, genau. Und jetzt ist eben wieder das Wichtige, und das sage ich immer mega stolz und Komm, mega komm jetzt gern, da. steht die Marinade brennend nicht auf dem Grill. Du siehst jetzt selber, Das ist wirklich wir eine haben super wirklich schön eingeremelt. Es sieht aus so wie am Strand mit Sonnencreme eingeschmiert. Und trotzdem haben wir alles kompakt am Fleisch, dort wo es So muss sein. schön. Und das Fett, das wir jetzt da drin haben, haben wir eigentlich auch kein Risiko. Und wenn ich jetzt ein bisschen was von dir gelernt habe, würde ich sagen, die Speck, die gehen viel schneller, dann mache ich da drauf. Fantastisch. Also Aber wenn jetzt schon, da soll man warten. ich will jetzt schon ein bisschen drauf tun. Und ich muss sagen, wenn man Grill planscht, also du weißt, ich wollte grillen am Wochenende, Brettl und so, und das Wetter schlecht ist, macht es einfach. Genau. Ja, es hat vorher angefangen zu tröpfeln hier, es ist dunkel geworden, er hat den Grill aufgemacht und ich, Da- da oben ist der Die Sonne aufgegangen. ist da gewesen. Hast du das gemerkt? Ja, Ich muss das jetzt sagen. weil- Absolut. Und ich sehe jetzt auch hier immer noch, sie ist Ah. jetzt hier schön am Drauflegen. Wir haben nicht irgendwie Stichflamme oder so etwas.
Das liegt nicht am Grill, Ey, es das passt. liegt nicht einmal am Stedi oder an der Patricia, sondern das sind einfach wirklich unsere Marinaden, die nicht tropfen, die nicht feuern, die nicht explodieren auf dem Grill, sondern Sehr schön. einfach da bleiben. Damit es da möglichst rasch geht und wir auch rasch probieren können, machen wir den Deckel Machen wir zu. zu. So, Deli. Und wir warten bis, oder ich nehme die Sache hier ein bisschen mit. Ich denke, gell, zum wir Aufräumen. warten sicher etwa 10, 15 Minuten und dann zeigen wir euch nachher das Ergebnis. Ab und zu mal kurz einen Blick drauf rühren, weil es ist gleich süttig heiß auf dem Grill. Und wir sehen, der Speck ist fast ready. Den können wir jetzt dann auf die Seite tun. Kann man am Schluss noch mal schnell drauf tun. Und bei den Zöpfchen ist alles noch wunderbar. Da wieder wichtig, wenn wir jetzt die kehren, ich meine, das ist so eine riesen Ladung Fleisch. Erst, wenn es da oben langsam den Saft gibt, dann fangen wir es an zu kehren. Circa noch 2-3 Minuten. Sieht fantastisch aus. So, Hey, bist du zurück? ja, ich bin zurück, weil der Speck, ich musste nur schnell so etwas holen. Hey, will er schauen? 3, 2, 1. Wow! Ich sehe nichts mehr, ist alles gut? Oh, der Speck ist super gut. Wenn eine Frau in Rauch einpackt, hat sie am meisten Freude, weil dann muss sie zu Abend die Hörli waschen. Tipptopp! Habe ich dabei heute Morgen schon gemacht? Schau mal, Guck mal. Oh. es sind richtige Croissants, oh. Soll dir helfen? Nein, eigentlich geht es Ja, gut, wenn der Rauch nicht wäre. Du rennst wieder von der falschen Seite, gell? Ist heiß dort, schau da. Ganz einfach. Danke, super. Und jetzt, wenn es schon offen ist, machen wir noch ein bisschen Abwechslung. Ah? Absolut. Kann ich die gleich da drauflegen? Da oben drauf Ich komme da von dieser Seite. Kommst du von der? Wechsel mal. Machen wir. Machen wir So. mal eine Ausnahme. Weißt du, dann kann man die auch hier in Ruhe lassen und dann kannst du weiter Ah, da steht man voll über Rauch hin. Jetzt habe ich es Hast gecheckt, du ist jetzt gut. gemerkt? Aber ich mache das. So machen wir, weißt du? I'm Jetzt born merkt to ihr, grill. worum es geht. So. Seht ihr auch hier, tun wir nicht groß darüber reden, Herdöpfel ein bisschen vorkochen, nur auf den Grill gehen, fertig bröteln, fantastisch. Und Ich habe vorher geht's- sogar programmiert hier zum Drehen, aber das hast du schon gemacht. Hast du schon gemacht? Jetzt geht es um Sehr die Hauptsache, Patricia. Ja. Bitte aufpassen. Wir machen hier mal so einen Zwischencheck. Wir nehmen eins von den dicksten und schauen es einfach mal von unten her an und wir sehen, Wow. oh la la, Ist sieht das fantastisch nicht schön? aus. Ich mache jetzt Folgendes. Ich sehe, dass hier oben bereits kleine sogenannte Seli entstehen. Das heisst, das Fleisch ist bis in die Mitte durchgebrötelt. Und wir sehen da unten, die Marinade ist immer noch wunderschön. Ich versuche schnell eins so ein bisschen wegzunehmen und so zu zeigen. Okay. Das Ganze ist einmal gefilmt, nicht Guck mal, 100 ich kann Mal. wirklich so Und darum ist da, schaut mal das an. sehr So schön. hätten wir das Kann man gerne. wieder drauflegen. So, tun wir den drauf. Da, so geht es schon. Schau. Ah, Nimm den super. so weg. Darum habe ich die Gabel so gern. Sehen Ja, wir? geht wirklich gut mit den Gabel. So, dann tue ich ihn da Wow, rüber. der sieht am besten Der sieht aus. am besten Das ist aus. meins. Das ist deiner. Den habe ich gesopfelt. Der Rauch kommt zu mir, siehst Und jetzt seht ihr auch, egal wie schön das er zöpfelt unten, am Schluss gibt es einfach ein feines Stück Fleisch, du? Wow, sauber mega. mariniert. Und auch da wieder der Effekt, den wir jetzt gerade haben, nicht können beobachten. Keine Stichflamme, kein weiss ich was juhe, sondern das Fleisch ist super am Bröteln. Speck ist parat. Ich probiere schon. Eigentlich will ich den Grill zumachen. Also, er würde jetzt sagen, man macht den Grill wieder zu. Und dann warten wir noch mal kurz. Du wartest ganz kurz. Die Bombschips sind mir am liebsten. Gut miteinander. Schön dranbleiben, geht gerade weiter. Genau. Wow, 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 wow! Mutter so räuchen, genau, da kommt der Geschmack raus. Und wenn ihr könntet da stehen und wenn wir schon ein Geschmacksvideo erfunden hättet, Ich bin ein Speck. wären da begeistert. Ich drehe meine Herdöpfel. Sehr gut. Willst du prüfen? Ja, schauen wir mal noch eins unten dran, so in der Mitte. Und sehen, ja, da kommt jetzt schon schön Farbe über. Da auch. Ich würde sagen, etwa 2-3 Minuten, dann sind wir bereits parat. Hast du alle kehren können? Nein, die kleinen kann ich nicht. Die drehen wieder. Weißt du, die sind so rund. Gibt dann auch Luft Das zwischen sind eben ihnen. so runde Sachen, die machen nicht, was man will. Aber die sind gekocht, oder? Die müssen nur ein bisschen schön feiner, noch Machen wir. besser werden. So. Hui, das ist immer so das Thema beim Grillieren. Sind wir in der Zeit, sind wir in der Zeit. Aber einfach, wir haben jetzt insgesamt mit ein... Wow! Kurz einen Moment warten, bis aller Geschmack, den ihr hier seht, der Rauch weg ist. Wow. Siehst du, jetzt haben wir hier oben auch ein Seeli. Ja. Und auf das Seeli habe ich gewartet. Beim Schweinsfleisch, macht es bitte durch. Man kann es leicht rosa machen, aber durch ist einfach feiner. Weil
dann ist auch das Fett drin noch mehr verflossen. Und ihr seht, dass es durch ist, wenn ihr da oben kleine Seele bekommt. Also ich bringe das näher zu dir, ist das gut? So, mega Service wieder. Ich nehme das so weg. Ah, wie das schon gut weggeht vom Grill. Schau mal. Wow. He? Wow. Da jetzt extra noch eins so ein bisschen. Und ihr hört es tropfen. Das ist das Fett, das jetzt runtertropft. Das ist der ultimative Geschmacksgeber. Weil wir haben ja auch noch ein bisschen Speck verarbeitet. Auch den dürfen wir wunderbar zeigen. Schauen wir Grillzöpfchen ab dem Grill. Grillzöpfchen ab dem Grill. Ich muss sagen, seit wir gesagt haben, dass wir ein Grill-Special machen, er holte sich nicht mehr weg vom «Ich wollte die Grillzöpfchen machen». Das habe ich früher gemacht. Das ist so gut. Jetzt verstehe ich wirklich, warum er das machen will. Ich habe noch nicht probiert. Ich bin nicht bei dir, bei den Aber Fingern. so wie es aussieht, Schau mal. nein. Ei, kann ich da? Kannst du da sehen? Ich hebe so, weil da musst du gesehen haben. Also du könntest auch probieren, wenn du das jetzt daheim machst. Also fantastisch. Darf man das so sagen? Es sieht fantastisch aus. Und Aber ich sage, da verdient wenigstens so ein Like. Ein Daumen rauf für Ein Kommentar, Grillzöpfchen. es sieht wirklich mega aus. So, Wow. ich tue das so ein bisschen auf die Ich Seite. nehme meinen Herdöpfel jetzt auch noch raus, Sehr gut. hole mein Zängli. Ja, ich kann dir schon helfen. Ich bin vermutlich schneller wie du. Ups. Ja, also es zählt nur, wenn es drin ist. Eine für Gell? die Schwerkraft. Es fehlt aber noch etwas. Schon? Ja, sie sind nur gekocht und jetzt heiß. Oh oh. Ich weiß, dass wir parat haben. Ich glaube, da kann man einfach so schnell dazustellen. Bam! Du Die bist ja beste gut. Tippsoße der Welt, das beste Herdöpfelgewürz der Welt, natürlich zu den Zu Herdöpfeln. Herdöpfeli? Endlich ist es soweit. Wir können die feinen Grillzöpfchen probieren. Hier einen schön auf die Seite Wow. und schneide euch den ganz fein von der Seite her auf, damit ihr auch seht, dass er wirklich durch ist. Und immer noch saftig, weil der Schweinshals, den bringst du fast nicht trocken. Und weißt du, was schön ist? Es ist so knusprig von dem Speck und das Fleisch dann saftig. Mmh. Okay? Da habe ich vorher nicht ganz überlegt. Ich habe nur am Geschmack gedacht, aber es ist noch ein Schaut mal. Kontrast. So. Jetzt natürlich verschwindet euch die ein bisschen. Ihr habt es selber gesehen, es ist nur so ein bisschen zusammengemacht. Da geht es auch wieder darum, dass man ein bisschen Häppchen servieren kann zwischen Die ihnen. sind nachher weg. Weil Wow. niemand isst das ganze Schweinszöpfchen. Oder doch, Oder doch, wer weiß. wenn man richtig Hunger hat, wer weiß. Aber ob das jetzt auch richtig fein ist, können wir jetzt gerade probieren. Ja, ich habe nur ein Gabel mitgenommen. Dann gebe ich es dir halt. Schön für mich. Ja. Ich nehme jetzt so Ei, einfach ein ei, Stück ei. zwischen raus. Und ich schaue zu. Also es sieht super aus. No comment. Also ich würde sagen, Tipp, bevor man serviert, man kann auch so schön die Steckli da Die kann man wegnehmen. locker rausziehen. Ja. Oder man kann auch gleich so, hätte So. ich gleich so nehmen? Kein problemfrei. Gut, Auch der Speck ist natürlich fein, weil auch der ist jetzt leicht mariniert. fein. Fein. Ich würde sagen, wenn ich jetzt schauen würde, würde ich auf jeden Fall liken, würde ich auf jeden Fall was dazu kommentieren und würde ich das weiterleiten, dass andere Leute auch so gute Sachen können machen. So einfach machen wir Oder? Grillzöpfchen vom Grill. Wow. Der Daumen rauf, ist klar. Und bis zum nächsten Video. Und für dich auch, Daumen auf. Danke fürs Dabeisein. Bis am Schluss jetzt und bis nächstes Mal. Tschüss schön. miteinander. Ciao. Danke. Ich hole mir Gabel jetzt, ist okay? Hol mir schnell eine Gabel. Ja, Unbedingt, musst das ist mitmachen. nett. Also nicht alles essen, die ganzen Nein. Zöpfe. Ja? Das muss passieren.